Willkommen zurück von bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep Final Mix. In der heutigen Folge holen wir uns erst einmal den Xehanort-Bericht Nummer 5 ab, der tatsächlich so ist, wir müssen in der Mirage Arena auf Terras Route müssen wir den hier machen. Gerd der Wächter, den man offenbar auf Arena Stufe 3 freischaltet. Gemäß meiner Informationen müsste es eigentlich Arena Stufe 2 sein. Es kann aber sein, dadurch, dass wir Birth by Sleep in der Final Mix Version spielen, dass sie das Level angehoben haben. Und ja, wenn wir sagen, deswegen machen wir das direkt mal als erstes, denn wir wollen ja alle Xehanort-Berichte haben, nicht wahr? Ist ja auch der einzige Bericht im ganzen Spiel, den man nicht irgendwie automatisch bekommt, sondern wirklich so sich erstmal freikämpfen muss. So, man sieht schon auch diese Level, sage ich jetzt mal, der Monster, Level 2 ist auch kein Problem für uns. Im Gegensatz zu Level 4 oder 5, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, das war durchaus ein Problem. Das, obwohl Theorie alles andere als schwach ist. So, ein schöner Rundumschlag, so liebe ich das. So, schön zurückschlagen natürlich. Jetzt könnte ein bisschen Vita nicht schaden. Doch mehr Schaden kassiert als ich dachte. Runde 3, oh gegen die. Können es mir ganz einfach machen. Oh. Ich wollte sagen, können es ganz einfach machen, aber warte bis sie explodieren. Oh, jetzt kann weiter mit. Ayoga Stufe 3, sehr gut. Ja, genau, das wollte ich eigentlich nicht. Sag mal. Ja, genau das passiert dann. Sind durchaus nerviger, als ich gedacht hätte. Okay, bringt nichts mehr bei dem.
So, während die noch ein bisschen verwirrt sind. Ja, nimmt kein Ende mehr, wa? Schade. Hat er mich erwischt. Oh, noch mehr von denen. So, jetzt erstmal Pause. So, schöne Erfahrungspunkte. Sag mal. Sag mal. Komm runter da. So. So, Eisenwerder 2 mit Hammer. Wir machen ein bisschen viel Schaden. Okay, das könnte lustig werden. Blocken kann ich es nicht, wa? Eigentlich sind seine Phasen soweit ja klar. Oh, ich kann gar nicht switchen. Ich werde Unterstützung holen. Kann ich meist. Dann mache ich ja nur so. Okay. So war es nicht geplant. Verloren. Muss das wieder ganz von vorne machen oder was? Scheiße. Jetzt die Frage, ob ich ein höheres Level brauche, aber. Okay, machen wir es anders. Und zwar machen wir es jetzt wie folgt. Ich will mir eigentlich einen Bericht holen. Machen wir hier ganz kurz einen Cut und je nachdem sehen wir uns hier gleich wieder oder wir machen mit der Story weiter. Weil eben eigentlich würde ich hier schon gerne weitermachen. Das würde bedingen, dass ich das vielleicht offscreen mache. Bis ich die richtige Strategie gefunden habe. Bis gleich.
Mit ein bisschen Konzentration klappt es trotzdem, Freunde. So, dann hätten wir die Frage ist, kriegen wir jetzt auch einen Bericht oder voll geblockt? Ja, aber das war ja mehr für genau, ein Special Move oder so etwas. Sehr schön. Puh, Stufe 4, Stufe 5. Ja, auch schwer genug. So, Terrorstufe 26, perfekt. Ich würde sagen, Freunde, das reicht für mir. Für mich. Für mir. Für mich und wir können raus hier, so wollte ich sagen. Teleportieren bitte. Lulum. Hier noch einen Safe-Slot. Oh Gott sei Dank, der wäre jetzt dringend nötig, ey. Jetzt haben wir also Xehanorts berichtet Nummer 2 und 5. Das passt perfekt. Es fehlen noch 2 Stück, die kriegen wir storybedingt. Und zwar den nächsten. Wir wissen ja alle, da wir bereits alle Welten besucht haben, die es so gibt, fehlt nicht mehr viel. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zurück zur Steppe der Geheimnisse, so heißt sie. Den Meister Xehanort hat uns ja gerufen. Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventus has stumbled upon the secrets of his origins. Ven? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventus is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes, I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Wieso kommt denn da einfach mit? Wenn doch eigentlich ein netter Typi wäre. Aber leider nicht. Wir wissen alle, dass Ericus sage ich schon, Xehanort einfach nur durch und durch böse ist. Und deswegen werden wir ihn auch eines Tages vernichten. Die Frage ist bloß wann. So, warte mal. Dunkler Impuls war ja. Dunkler Stern, Stufe 4. Trotzdem ist eine, könnte man sagen, eine Felsenfähigkeit, war? Egal. Also eben, terrorbedingt, er ist ja ein R-Typi, passt ja alles. Feuer, da müssen wir mal ein bisschen hochleveln, aber momentan reicht es eigentlich. Höhere Vita wäre gar nicht mal so schlecht. Aber gucken wir erst mal, was wir zu Hause vorfinden. Weil eigentlich wissen wir, was passiert. Zumindest, was zu Beginn passieren wird. But you must exist no more. Ven! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra, You may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? wait, Terra!
Halte den hitzigen Meister Errolcus auf. Der ist ein bisschen sehr hitzig, ja. Auf seine Schüler ermorden zu wollen. Oh, dunkler Impuls, okay. Terror weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Der ist echt flott. Ha! Take that. Weak? Say goodbye. Dauert auch oder was? Let's go. Meister steht hinter euch. Der macht exorbitant viel Schaden mit seinem so einer Hey, hey. Das wird knifflig. Let's go. Ja, die Frage, ob generell gut wäre, auf Abstand zu bleiben und auf Konter zu warten. Want some? Heal. Prepare yourself! Also weit kommt er gar nicht, klar mit seinen Moves. Okay, 3 bis 4 Mal kann ich angreifen, nach schlägt er sofort zurück. Ich block doch, verdammte Scheiße! Want some? Heal. Prepare yourself! Prepare yourself! Jetzt kann man noch Stufen anziehen. Was? Wohl zu Genesungsschlag, okay. Ja, also im Prinzip ist es wirklich offenbar so, wie ich eigentlich gedacht habe. Auf Abstand bleiben. Mit den Abschlusskommandos angreifen. Also quasi so. Oder kontern, wenn es möglich ist. Und dann einfach den Moment zurückschlagen, wenn es irgendwie gerade geht. Take that. Ach so, ich meine, jetzt kann man eine Leiste runter. Was der immer so schreit. Sag mal, ich kann gar nicht mehr blocken. Ey, das ist so scheiße, wenn er mich einmal erwischt und sagt, und ich durch die Luft fliege, ich kann nicht in dem Moment zurückschlagen, beziehungsweise in dem Moment, wenn ich halt wieder auf dem Boden wäre, blocken. Das geht nicht. Ah, das ist wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel quasi. Ja.
Ja, das heißt Katze und Maus, aber ein bisschen auf Abstand halten. Sowas hasse ich halt, das ist mein Problem. Let's go. Was ist das für ein Move? Mehr Tränke halt reinnehmen, wa? Die können ja theoretisch gerne mal so nachblocken. Nein, es geht nicht. Ich kann in dem Moment nicht. Ja, wenn ich den so machen, dann konnte der so, ist auch scheiße. Ja, ist halt die Frage. Ich meine, generell wissen wir auch, Aurora, also den Windmove oder Anti-Gava bringen hier bei solchen Typen eh nichts, bei solchen Bosskämpfen. Also statt den halt einfach irgendwie zu sagen, okay, dann packe ich halt Heiltränke rein. Terror, hau doch ab, Mann! Also eine scheiß Schwertmoves. Let the darkness die. Bringt das so eben auch nichts. Scheibenkleister. Das war doch so nicht geplant. Halten Hits gemeist Oracles auf. Ja, jetzt kommt wieder so ein scheiß Bosskampf. Ne, ich habe keine Chance. Da drin bin ich, kann ich gleichzeitig blocken. Für meinen Geschmack hat Terra zu wenig Verteidigung. Kannst sagen, was du willst, er hat zu wenig Defense. Das, obwohl ich da eigentlich schon auf recht hohen Level bin.
Dann, rechtzeitig blocken ist auch gar nicht mal so einfach. Let's go. Nee, so geht das nicht. Hey, dann macht er mich direkt platt. Oh Mann, ey. Gut, Freunde, ich werde es wieder offscreen irgendwie ein paar Mal versuchen, vielleicht mit Tränken und so, mal gucken und dann sind wir in der nächsten Folge hier wieder. Ja, das sind halt immer so Dinge. Klar, du kannst mehr auf Abstand gehen, aber Terror, er ist halt kein Mage. Klar kann ich ihm Magie auslösen, wird sowieso nichts bringen. Die ganze Zeit auf Distanz bleiben, nee, da kann es auch nicht sein. Da muss man irgendwie was Besseres einfallen lassen. Bis nächstes Mal, bye bye.